Ja, die Karte liegt ja schon gut. Ah, guten Morgen, Fräulein Rosa. Guten Morgen. Wo ist denn die Chefin? Über den grünen Weg? Ach, da macht's heute schon einen Spaziergang. Na, was ist denn? Ja, ihr seid fragen, was wir heute alles auf der Speiskarten haben. Ausgerechnet jetzt, wo ich meine Gedanken ganz woanders habe. Also gut, schreib auf. Umstandsbrot. Umstandsbrot. Das steht jeden Tag drum und kein Mensch isst, weil sie alle abergläubisch sind. Ein kleines Präsent. Ein kleines Präsent. Ja, dann schreib auf. Kronfleisch mit Meerrettich, Zellesülze und Schweinebraten in Aspekt. Aspik. Er und sie stehen beieinander. Er und sie stehen beieinander. Dann schreib noch auf Herz am Spieß und Lüngerl mit Knödel. Spieß und Lüngerl mit Knödeln. Ach, ein finsterer alter Herr. Jetzt warte bloß noch, bis sagt der alte Zache Witwe. Über den grünen Weg ins Haus. Oh, die Karte steht gut. Krieg ich noch was? Ein kleines Kind. Jetzt spinnen sie aber. Was tue ich? Ja, spinnen den's. Das verbiete ich mir, gell? Wenn sie sagen, ich krieg ein kleines Kind, das müssten wir zuerst beweisen können. Ja, bitte, hier die Karte. Das ist doch alles ein Krampf für mich. So, jetzt geh ich. Und jetzt haben wir es bald satt. Dieses Weiberregiment. Weiberregiment, sagt dieser ungehobelte Hammel. Und sowas muss man sich sagen lassen. Naja, so wie es jetzt in den Karten steht, wird das in kürzester Zeit anders. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Auwe, da werden schon wieder Sonne, Mond und Sterne gefragt. Na, Mein Gott, hast du das schrecklich. wir stehen die Aktien. Kommt der Hochzeiter bald ins Haus über den Kräner Weg? Ja, Vetter, ich hab dich gar nicht reingehen Wo gehört. lauter Karten schlagen? Ja, ich schlag's aber nicht für mich. Ich schlag's für die Mali. Und ich sagte, so gut wie heute sind dir die Karten noch nie gelegen. Noch dazu, wo heute Freitag ist. Ein Hochzeiter mit viel Glück ins Haus. Da, schau her, schau her, schau her. Schau her. Das ist genau, als wenn ein Ochsen schaut. Nein, Wo ist denn die Mali? die ist grad zum Friseur. Grad. Dann dauert es eine Stunde. Dann kann ich ja warten. Warum? Hättest was Wichtiges mit dir zu besprechen? Was heißt was Wichtiges? Immer das Gleiche. Wir haben gestern Gemeinderatssitzung gehabt und da ist wieder einmal das Testament von meinem verstorbenen Bruder zur Sprache gekommen. Also, ich kenne mich mit dem verflixten Testament immer noch nicht aus. Also, die Mali wird Alleinerbin, wenn sie einen Hotelfachmann heiratet. Na, so ganz richtig ist das nicht. Ah, morgen, Herr Hupfer. Grüß dich, Lenz. Was soll es sein? Bring mir einen Enzian. Jawohl. Einen großen oder einen kleinen? Was redst du denn so geschwollen daher? Wir dürfen nur noch Hochdeutsch bedienen. Weil wir einen preußischen Geschäftsführer haben, der hinterm vor nichts versteht. Aha. Na, du bringst mir einen hochdeutschen Enzian. Wir müssen aber warten, bis der Ober kommt. Ich bin da nicht zuständig. Und wann kommt der? Wenn der mag, vor 11 Uhr auf keinen Fall. Ja, dem werde ich meine Meinung sagen. Das müssen wir aber erst beweisen können. Da haben wir schon wieder. Na, so kann der Betrieb nicht mehr weitergehen. Ja, aber er zwingt doch die Mali zum Heiraten. Ja, mein Bruder hat in dem Testament festgelegt, dass die Mali, die ja alle schon sein Herzpinkel war, das Hotel erbt. Aber als Miterbe hat er den Martin Wenninger mit eingesetzt. Ja, du sag einmal, wer ist denn überhaupt dieser Martin Wenninger? Also ein weit entfernter Verwandter von uns, so 3 mit dem Sick. Ja, Mein Bruder hat den Martin als Kellner ausbilden lassen. Und der Bursch, der hat sich gemacht. Der war in den ersten Häusern, Ja. im In- und Ausland. 2 Saisonen war er ja schon da bei uns. Und da hat ihm mein Bruder versprochen, dass er mal das Hotel führen darf, wenn er nicht mehr lebt. Ja. Jetzt weiß ich nicht, hat mein Bruder die stille Hoffnung gehabt, wie er das Testament gemacht hat, dass vielleicht aus der Mali und dem Martin ein Paar wird. na, was sag ich denn, was sag ich denn? Meine Karten, Hochzeit und Glück. Ja, ja. Bis jetzt hat sich aber der Martin Wenninger trotz Aufruf in allen Zeitungen nicht gemeldet.
Entweder er lebt nicht mehr oder er ist gestorben. So, Hoppa, den hab ich jetzt einer bei der Konkurrenz geholt, weil ich weiß, wer das ist, wenn man verdursten ist. Gell? Oh, na hört, ich schäme mich bis in die Knochen. Da dürfen Sie ihn aber lang schauen. Er ist schlagfertig, gell? Ach was, schlagfertig ist er, frech ist er. Du, aber damit wir weiterreden, wenn sich jetzt dieser Martin Wenninger nicht meldet, was ist dann? Ja, dann wird's sauer. Dann stimmt es, was du vorhin gesagt hast mit dem Heiratszwang. Ja, und lässt sich das nicht umgehen? Nein. Ja. In dem Testament ist festgelegt, pass mir auf. Ja. Sollte der Miterbe Martin Wenninger innerhalb 3 Monate nicht ausfindig gemacht werden oder sollte er aus irgendwelchen Gründen die Erbschaft nicht annehmen, dann ist die außereheliche Tochter meiner Stiefschwester, die Vollweise Amalie Hohenleitner, die Alleinerbin. In diesem Falle hat sie sich mit einem erfahrenen Hotelfachmann zu verheiraten, und zwar innerhalb eines Jahres. Ansonsten der Besitz dem Staat als wohltätige Stiftung zufällt. Mein Gott, wie man nur so ein Testament machen kann. Ja, ja, und jetzt? Ja, jetzt ist die Frist für den Martin in 14 Tagen rum. Mein Gott. Drum muss ich heute mit der Malerin. Ja, ist ja alles schnell vorbei. Habe ich doch schon oft zugeredet deswegen. Aber die Mali ist so ein eiskalter Tropf, die macht sich ja nichts aus den Mannsbildern. Kommt mir selber so vor, sonst müsst ihr schon längst verheiratet sein. Auf alle Fälle muss ich jetzt was unternehmen. Ach, wenn nur die blöde Klausel in dem Testament nicht wäre. Ja. Ja. Hotel Himmelreich? Wer? Die Mali? Nein, die ist momentan nicht da. Wer ist denn da? Mit wem habe ich denn die Ehre zu sprechen? Ach, der Herr Notar Deisenberger. Was sagen Sie? Wenig haben sich gemeldet. Nein. Viele haben sich gemeldet. Ja. Ich bin bis zum August belegt. Was wollen Sie? Buchstabieren? Nein, ist nicht nötig. Ich habe alle Namen schon ins Fremdenbuch hinein buchstabiert. Ja. Ich verstehe Sie doch sehr gut. Nein. Ich kann Ihnen da nicht ums Verrecken helfen. Nein. Was wollen Sie? Einen Moment bitte. Du komm mal her. Der sagt allebei was von Walter, Emil, Nordpol, Ida, Nordpol. Guten Tag. Ja, Huppa. Ja, ich bin gerade zufällig da. Was? Mach es keinen Blödsinn. Wirklich? Na Gott sei Dank. Na, bis jetzt ist er noch nicht da. Dann kommt er bestimmt im nächsten Zug. Wissen Sie was? Ich rufe ihn sofort an, wenn er da ist. Gut. Für Gott. Der Martin Wenninger hat sich gemeldet. Kommt der vom Nordpol? Wieso? Er hat doch immer gesagt, Walter, Emil, Nordpol, Ida, Nordpol, Ida. So, na, das hat er ja nur buchstabiert. Na, was sag ich denn? Meine Karten, Hochzeit und Glück. Das, wenn du das nachher mir sagst, dann glaube ich selber dran. So. Ja, der Onkel ist da, grüß dich. Grüß dich, Mali. Lass du dich auch mal wieder sehen, hä? Ja, guter Wind hat mich hergewartet. Was gibt's denn Neues? Ach ja, die Angestellten lassen die Lädchen runterhängen, dass man Obacht geben muss, dass man nicht drauf tritt. Das bin ich schon gewohnt. Gut schaust du aus, Mali. Sehr gut. Also, wenn du so keine Hochzeit mehr kriegst, dann kannst du dich nicht bloß einkaufen. Du, das sag ich auch. Fang's doch nicht schon wieder damit an. Der Gedanke verfolgt mich sowieso schon Tag und Nacht. Den Gedanken kannst du dir ruhig aus dem Kopf schlagen. Jawohl. Wieso? Der Martin Wenninger hat sich gemeldet und kommt im nächsten Zug zu uns raus. Gott sei Dank. Du, das haben wir auch gesagt. Ja, sonst hättest du heiraten müssen oder aufgeben. Da war mir das eine so schwer ankommen wie das andere. Naja, hoffentlich vertragen wir uns miteinander. Ja, wer sich mit dem nicht vertragt, der vertragt sich mit der ganzen Welt nicht. Wieso? Kennst denn du? Wer noch nicht kennen. Wir sind ja verwandt miteinander. Ja, 2 Saisonen waren ja sogar schon da bei uns als Ober. Das war gerade damals, wo du im Internat warst. Herrschaft, war das ein fescher, eleganter Kerl. Und die Weiber sind ihm noch. Ja, aber er hat sich nichts draus gemacht. Genauso wenig, wie du dir aus den Mannsbildern machst. Ja. Dann passt man wenigstens in einer Beziehung zusammen. Wieso? Hast du so schlechte Erfahrungen gemacht mit den Männern? Du, ich möchte mit den Männern überhaupt keine Erfahrung machen. Sind doch sowieso alle gleich. Und? Wann kommt er dann, der Herr Wenninger? Ja, wahrscheinlich mit dem Zug. Das ist ja.
gleich. Weißt du was, ich gehe auf die Bahn und hol ihn ab. Mir ist jetzt ein Stein vom Herzen. Dir wahrscheinlich auch, gell? Ah, Hauptsache, die beinahe vergessen. Ja. Umgangsformen hat er, wie ein Kavalier. Und 3 Sprachen spricht er. Mali, du bist doch zweimal ein Sonntagskind. Also auf diese Wendung im allerletzten Moment war ich wirklich nicht gefasst. Aber wie sind meine Karten gelegen? Du bist direkt unterm Herzkönig gelegen und das bedeutet todsicher eine Hochzeit. Tante, komm, ich bitte. Hör mal mit deinem Heiraten auf. Okay, wie man nur am Heiraten kein Interesse haben kann. Also, ein Mann ist doch ein Mann. Du wirst umsorgt, zur gegebenen Zeit, ein bisschen umschmust. Tante, ich will kein Mann, der schmust und bolzt. Willst vielleicht einen recht saugroben Lachen? Ein Mann muss lieb sein. Der muss... Ich weiß auch nicht, was er muss und was er soll. Aber das weiß ich sicher, dass es einen solchen nicht gibt. Auf alle Fälle danke ich unserem Herrgott, dass du nach deinen Wünschen und Ansichten nicht testamentarisch heiraten musst. Aber Mali, du musst dich jetzt ein bisschen fesch machen. Du hast doch gehört, was der Vetter gesagt hat, dass der Herr Wenninger ein Weltmann sein soll und Umgangsformen soll er haben, wie ein Kavalier. Du, und 3 Sprachen spricht er. Das kann nur Englisch, Italienisch und Frankreicherisch sein. Du, Mali, ich bin schon schrecklich aufgeregt. Du meinst nicht auch, ich soll mir die Fingernägel ein bisschen petiküren? Ja, als Sekretärin muss ich schließlich und endlich repräsentieren. Tante, ich bitte. Du willst mit dem Herrn Wenninger jetzt keine Fremdwörter gebrauchen. Der soll nur sehen, dass es mit gebildeten Leuten zu tun hat. Hotel Himmelreich? Aha, der Bürgermeister, grüß dich. Wer der Hupfauer? Nein, der ist schon wieder fort. Der hat einen Wenninger Martin vom Elfi sogar. Den Martin Wenninger, ja, der hat sich gemeldet und kommt heim. Ja, was meinst du, wie froh ich bin? Ja, weil endlich einmal ein Mannsbrut im Haus ist und ich muss mich nicht um alles selber kümmern. Ja, also, die Angestellten haben mit mir gemacht, was sie wollen haben. Ja, was an mir liegt, das mache ich, damit die Gemeinde das Hotel erhalten bleibt, ja. Jesus, du, ich muss mich auch noch für die schönen Werbeplakate bedanken, die ihr von der Gemeinde aus machen habt lassen. Ja, sehr schön, ja. Gut, ihr riecht's ja aus. Für die. Nein. Oh, dieser Geruch von Aceton, scheußlich. Mali, du schaust schon wirklich gut aus, gell? Nein, die Augenbrauen darfst du dir nicht so fest nachziehen, sonst verlierst du den gewissen Blick, auf den die Männer so folgsam und willig werden. Du meinst nicht auch, ich soll mir die Lippen ein bisschen anstreichen? Weißt du, auf alle Fälle müssen wir einen sehr gepflegten und mondaminen Eindruck machen. Mondänen. Ja, das weiß ich selber. Sie wünschen? Tun Sie mal da abservieren. Und dann sagen Sie unten in der Küche, Sie sollen im kleinen Stübel ein Frühstück herrichten lassen für 4 Personen. Also 4 Kaffee-kompetent. Komplett. Wie? Das heißt ja nicht kompetent verrückt, sondern komplett narrisch. Ja, das weiß ich selber. Das müssten wir aber zuerst beweisen können. Jetzt hast du aber schön blamiert. Das heißt nämlich tatsächlich komplett. Nein, vor so einen ungebildeten Menschen wie der Lenz, da kann man sich gar nicht blamieren. Nein. Nicht zu glauben. Mit welch kleinen Schikanen man sich junge halten kann bis ins hohe Alter. Sag einmal, warum lassen die überhaupt einen Kaffee aufdecken? Du weißt doch gar nicht, ob der Wenninger überhaupt einen Kaffee macht. Ja, irgendetwas muss man doch offertieren. Ich geh jetzt selber runter. Und wenn der Herr Wenninger kommt, dann schreist du, gell? Ja, nicht zu glauben, wie ich mich zu meinen Gunsten verändert habe. Wo ist denn die Mali? Ist er schon da? Nein. Ist er gar nicht gekommen? Siehst du ja, sonst war er ja da. Ja, du, Bin ich da recht im Hotel Himmelreich? ja freilich, warum fragst du denn? Ja, weil es mir vorkommt wie ein Zirkus. Wieso? Und du hast dich angeschmiert wie ein Clown. Ja, alles zu Ehren für den Herrn Wenninger. Um Gottes Willen, dann warst du nur gleich wieder ab. Der mag keine Malereien. Der war immer schon für das Natürliche und Solide. Ach, das hättest du mir vorher auch sagen können. Also das der noch nicht.
Da ist das. Beunruhigt mich jetzt. Ja, du, vielleicht kommt er mit dem Auto. Ja, das kann auch sein. Dann warten wir, bis uns Schwammerl wachsen. Ah, jetzt ist er da! Was? Jetzt ist ein Auto hergefahren. Du, und ein ganz elegantiger Herr steigt aus. Elegant. Wo? Jetzt ist er schon rein zu uns. Ja gut, dann wasch dir dein Gesicht ab. Du machst den verkehrten Händedruck. Oh, jetzt kann er mich wieder waschen. Eleganter Herr hat's gesagt. Das ist er, da gibt's keinen Zweifel. Grüß Gott, Herr Pat. Ich bin der Martin Wenninger. Nein, das gibt's nicht. Warum soll es das nicht geben? Ich war gestern beim Notar Deisenberger und der hat telefoniert, dass ich heute komme. Ja, aber du bist ja gar nicht mehr der du warst. Ja, du bist ja auch nicht mehr der erst einmal warst. Und ich habe solche Reklame für dich gemacht. Ja, für mich jetzt keine Reklame machen, Frau. Also die Figur, die stimmt. Und die Augen stimmen auch. Also stimmt. Stimmt. Dann gib mir deine Hand und lass dir Grüß Gott sagen. Ja, sitzt uns einmal ein bisschen nieder, Martin. Wie lang nur gegangen? Da komme ich nicht mehr mit. Ich hab mir gedacht, da kommt jetzt ein eleganter Herr daher dabei. Dabei kommt der Christian Landstreicher Wie ist denn sowas möglich, Martin? Du warst doch immer, ich darf gar nicht daran denken, wie du warst. Ja, das kann ich dir gleich erklären, wie sowas möglich ist. Also, dass mein außerehelicher Onkel gestorben ist, das weiß ich schon seit 3 Monaten. Und dass ich Miterbe von dem Hotel da bin, das weiß ich schon ein halbes Jahr länger. Aha. Halt, da stimmt was nicht. Die Testamentseröffnung war erst nach seinem Tod. Ja? Du, pass mir auf. Das sag ich Ihnen gleich. Wenn Sie vielleicht der Gauner und der Schwindler sind... Ich bin weder ein Gauner noch ein Schwindler. Nein. So, kennst du die Brandnerven? Ja, natürlich. Ja, freilich kenne ich die. Ja, da weißt du, wo ich die her habe. Ja, die waren noch gut. Was ich damals besucht habe in München, wo du Piccolo warst, da haben sie dir beim Gläserwaschen ein kochendes Wasser drüber geschüttet. Ja. Aber so. Ja, frei. Er muss schon entschuldigen, gell, aber heutzutage können auch in der Familie die größten Gauner sein, gell? Aber wieso hast du schon ein halbes Jahr vor dem Tod von meinem Bruder gewusst, dass du Miterbe bist? Ja, das werde ich jetzt gleich erklären. Das ist. Ja, da. Was ist das? So. Herr Martin Wenninger, Direktor Zürich Hotel Belvedere. Der Belvedere, aber innen musst lesen, nicht außen. Hotel Belvedere. Mein lieber Martin, trotzdem ich jedes Jahr 6 Wochen in die Kur gehe, geht es mir gesundheitlich nicht gut. Ja, das weiß ich. Habe auch schon alles in Ordnung gebracht und dich, lieber Martin, in dem Testament nicht vergessen. Du und die Mali erbt das Hotel. Ja, der weiter unten musst lesen, das ist wichtig. Also, du wirst der Mali bestimmt gefallen. Aha. Und es wäre mir noch ein Trost in der Ewigkeit, wenn aus dir und der Mali ein Paar werden würde, dann wären wenigstens noch weitere Erben da. Ja, alles andere, was drinsteht, das ist nicht mehr wichtig. Das habe ich natürlich nicht gewusst, dass dir mein Bruder das schon alles geschrieben hat, gell? Ja, ich habe mir eigentlich gar nicht gestickt dabei, gell? Aber wie ich vor 3 Monaten wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, ließ ich auf einmal in der Zeitung den Aufruf, dass ich mich als Miterbe melden soll. Ja, warum hast du dich da nicht gleich gemeldet? Weil ich mir so, wie ich war, nicht hab melden wollen. Jesus, warst du noch windiger beieinander wie jetzt? Im Gegenteil. Ja, wegen was bist du dann in der kurzen Zeit so runtergekommen? Wegen einem Weib. Wegen einem Weib. Da haben wir es schon wieder. Wer war nachher die so zugerichtet hat? Die große Unbekannte. Die Mali. Die Mali? Wieso? Die kennst du ja gar nicht. Na eben, weil ich sie nicht kenne. Und weil sie mich nicht kennt, bin ich ja so und bleibe auch so. Ich spiele mir doch kein Theater vor. Ich spiele nicht nur Theater vor, ich spiele auch der Mali ein Theater vor. Ja, warum denn? Ja, das will ich dir gleich mal sagen. Warum ich so ausschaue und warum ich auch so bleiben will. Das hat seine Gründe. Und mein Großonkel schreibt doch in seinem Brief da ganz deutlich, du wirst der Mali bestimmt gefallen. Mein Lieber, der Satz ist mir in die Füße gefallen. Wieso jetzt? Ja, weil das genauso viel heißt, wie der Mali gefällt jeder, der gut angezogen ist und der ein bisschen Manieren hat. Na, die Mali ist ein Eiszapfen. Die macht sich überhaupt nichts aus den Männern. In der Beziehung habe ich mehr Erfahrung mit den Weibern als wie du. Ja, das glaube ich. Ja, und dann besteht ja auch die Möglichkeit, dass mein Onkel die Mali auch davon in Kenntnis gesetzt hat, dass er es gern sehen hätte, dass aus ihr und mir ein Paar wird. Na, das glaube ich Nein,
die Mali soll von mir nicht den Eindruck haben, dass ich sie wegen dem Testament oder der Erbschaft heiraten will. Das darf ich nicht für das schönste Hotel. Geschweige denn für so einen Saftladen. Oh, Saftladen, sagt ihr. Hast du eine Ahnung, was das für ein rentables Hotel ist? Im Sommer so ein Bombengeschäft. Und im Winter? Ja, du kannst hinter dem Ofen sitzen oder beim Fenster ausschauen. Ja. Ah, das ist alles nichts für mich. Ich bin große, ganzjährige Betriebe gewohnt und möchte da nicht versauern. Und überhaupt, ich verzichte auf die ganze Erbschaft. Was? Du wirst doch jetzt komplett machen. Ja, warum denn nicht? Ja, wegen was bist du denn dann überhaupt zu uns rausgekommen? Ich wollte das Grab von meinem verstorbenen Onkel besuchen und dann möchte ich der Mali 1 Jahr lang das Geschäft durchführen. Aha, so wie du ausschaust. Ja, freilich. Du glaubst, sie haben umsonst das kreislige Sauerkraut erwachsen lassen. Jetzt setze ich mir auch noch eine Brille auf. Ja, was ist das? Meinst du, dass mich die Mali heiraten tät? Also willst die Mali heiraten? Ja? Sei mir nicht böse. Aber so wie du ausschaust, kannst beruhigt sein, du bleibst zeitlebens lebend. Siehst du, dann ist ja der Zweck erfüllt. Wenn ich nur ein halbes Jahr lang unliebenswürdig um sie herum bin und nur das Notwendigste mit ihr red, dann wird's froh sein, wenn es mich wieder umbringt. Und das kann's nur, wenn's heiratet. Ja, und wenn die Mali keinen findet zum Heiraten? Ah, da bin ich ja schon behilflich und werde nur Kellner aussuchen, die für die Mali auch als Mann in Frage kommen. Ja, muss denn das alles sein? Ich bitte dich, Martin, fahr wieder weg. Und komm morgen wieder, aber so wie du wirklich bist. Nein, ich bleib da und fahr erst wieder, wenn die Mali fachmännisch verheiratet ist. Jetzt haben wir gedacht, das Theater ist vorbei, wenn du kommst, dabei geht's jetzt erst an. Pass auf, Martin, wenn du die Mali erst näher kennengelernt hast. Wünscht der Herr vielleicht ein Zimmer? Ja, eigentlich schon. Ja. Wenninger? Seid ihr ein bisschen überrascht, gell? Ja, nein, wir freuen uns, dass du da bist. Ja, das ist die Mali, deine zukünftige Kompagnonin. Freut mich. Eigentlich haben wir sie ja schon mit einem früheren Zug erwartet. Ja. Ja, setzt uns ein bisschen hin, die Unterhaltung wird ein bisschen länger dauern, meine ich. Na, was denn? Ja, dann können wir anfangen, ne? Ja. Ja, jetzt sind wir soweit. Soll ich Ihnen ein Frühstück bringen lassen? Na, Dankeschön. Der raucht ja Kippen. Ich will bloß wissen, wo der hinaus will. Der ist fein nicht von der Straße, gell? Ich war nur zufällig im Nichtraucherabteil gesessen. Aber heutzutage muss man sparsam sein, sonst kommt man zu nichts. Wollen Sie sich nicht Ihr Erbe anschauen? Nein, ich kenn's ja schon. Ich war ja 2 Jahre als Ober da, aber so viel ich beim Reingehen gesehen hab, ist alles schön und modern hergerichtet. Ja, die Gemeinde macht auch genügend Reklame mit uns in ihren Werberespekten. Pro. Specken. Natürlich. Soll ich Ihnen einen Schnaps bringen lassen? Nein, ich bin nicht scharf auf den Schnaps und dann brauche ich ja auch einen klaren Kopf. Ja, wollen Sie was anderes? Ja, das, was ich will, ist, dass wir zuerst einmal du sagen. Wir sind zwar sehr weitschichtig miteinander verwandt, dass von Verwandtschaft eigentlich gar nicht mehr die Rede sein kann, aber ein bisschen verwandt sind wir doch. Ja, das meine ich auch. Von mir aus. Also, na gut. Es freut mich, dass du gekommen bist, Martin. Du wohnst da drüben, die zweite Tür rechts. Das Zimmer ist recht schön, es hat Aussicht zum See. Juche. Ich will dir was sagen, Mali. Ich mag's nicht. Das schöne Zimmer. Na, die Erbschaft. Wieso? Ich war da gestern beim Notar Eisenberger. Heute Nacht habe ich mir die ganze Geschichte noch mal durch den Kopf gehen lassen und heute in der Früh bin ich aufs Gericht und habe durch meine Unterschrift bestätigt, dass ich auf die ganze Erbschaft zu deinen Gunsten verzichte. Das gibt's ja nicht. Um Gottes Willen. Das ist doch ein Spaß. Ja, das ist schon mal voller Ernst. Du wirst morgen die Beglaubigung schon in die Hände haben. So, und warum noch, habe ich mal fragen darf? Das will ich dir sagen, Mali. Ich will kein Halbwertsgeschäft. Gerät doch nicht. Nein, 2 Käfte haben bei so einem Geschäft kein Gut. Du hast die gleichen Rechte wie ich und jeder meint, seine Ansichten sind die besten. Ja, und was ist, wenn du einmal heiratst? Dann sind ja gleich 3 Köpfe da und jeder möchte anschaffen. Ich heirat nicht. Ja, das kannst du erst sagen, wenn du einmal 75 bist. Und auch ist nicht gewiss. Nein, es ist das Beste, wir lassen es so, wie es ist. Auf alles war ich gefasst, aber auf sowas nicht. Na, was sagst du jetzt zu deinen saublöden Karten? Ja, ich bin eine Ja, das wissen wir. alte Graphologin, will ich sagen.
Aber so ein Irrtum ist mir noch nie passiert. Geh weiter, Rosa. Ich brauche jetzt was Scharfes. Ja? Zum Trinken. So hat's mir am Boden verhagen. Hoffentlich bist du mir nicht böse, dass ich dir meine Erbschaft geschenkt habe. Geschenkt? Du hast mir nichts geschenkt, du hast mir alles genommen. Ach so? Na, ist bei dir nehmen und schenken eins. Ja, in dem Fall schon. Weißt du nicht, was im Testament drinsteht? Ja, freilich weiß ich. Darum verzichte ich ja drauf. Und mich zwingst du damit, dass ich auch verzichte. Oder als Frau auf Brautschau gehe und den nächstbesten Schenk heiraten. So, es gibt nur in unserem Beruf die froh werden, wenn sie ins Himmelreich einheiraten dürfen. Das ist ja ein schöner Trost, wenn ich weiß, dass einer nur das Geschäft heiratet und nicht mich. Nix. Ich fahre morgen aufs Gericht und verzichte auf die Erbschaft. Mali, du kannst doch deine Lebensexistenz nicht zu mir nichts, dir nichts aufgeben. Dafür hast du schon gesagt. Wieso ich? Da hättest du auch warten können mit dem Verzichten und ich gleich der Schrein brauchen. Na, jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Was beim Gericht einmal unterschrieben ist, das gilt ewig. Wie hättest du das schon aushalten können? Ich hätte bestimmt nichts weggelegt. Naja, mit der Zeit. Ja, das ist ja das, was ich gefürchten habe. Was? Das mit der Zeit. Was meinst du damit? Ja, ich meine gar nichts, aber der verstorbene Onkel, der hat die Meinung gehabt, da, das, da und. Du wirst der Mali bestimmt gefallen und es wäre mir noch ein Trost in der Ewigkeit, wenn aus dir und der Mali ein Paar werden würde. Das ist ja auch noch. Ja, eigentlich ist es ja eine Zumutung, was der Onkel da von uns verlangt. Ja, da hättest bei mir keine Angst am brauchen. Ich hat dir nicht gefallen. Gewiss nicht. Na, dann bin ich schon froh. Das ist ja sehr schmeichelhaft für mich. Siehst du, Mali, jetzt lässt sich schon viel leichter reden über die Sache. Aber was für eine Sache? Ja, pass auf. Ich hab mir gedacht, ich bleib ein Jahr lang da. Für dir ohne Entschädigung das Geschäft und du hast inzwischen Zeit, dass du dich um den gewünschten Testamentsmann umschaust. Für was hältst du mich? Glaubst du, dass ich auf Männerfang ausgehe, bloß weil es im Testament so verlangt wird? Ja, was willst du denn sonst machen? Auf die Erbschaft verzichten, so wie du? Ich hab's ja gewusst, dass er so ausgeht. Mali, deine Augen sind wie unser See. Wieso? Voller Wasser. Ach. Oh, ist dieser schwere Geburt. Ich glaube, ich habe doch ein bisschen voreilig gehandelt mit dem Verzicht. Das ist ja sowieso alles wurscht. Ich glaube, wir haben ausgeredet. Vierte. Warte, Mali, warte. Ich glaube, ich habe ein Hintertür für den verflixten Paragraphen. Ja, so geht's. Das heißt, wenn du ein Vertrauen hast zu mir. Ich kenne dich ja nicht einmal. Aber bitteschön, nehmen wir an, ich hätte Vertrauen zu dir. Was war dann? Dann darf ich sagen, heirate mich. Musst du mich zwingen, dass ich dich heirate? Na, vom Zwingen kann doch keine Rede sein. Du musst mich schon freiwillig heiraten. Ich denke ja gar nicht dran. Ja, aber nur so kippst du der Testamentsklausel aus. Und deshalb muss ich dich heiraten. Was heißt denn da müssen? Sei froh, wenn ich mich von dir überhaupt heiraten lasse. Wieso? War ich dir vielleicht nicht recht? Zum Heiraten schon. Zum Haben nicht. Du bist ja sehr galant. Und aufrichtig. Ja, das kann man aber sagen. Du willst also vom Heiraten nichts wissen? Nein. Ja, magst du mich nicht? Nein. Nein, da passen wir ja wunderbar zusammen. Du magst mich nicht, ich mag dich nicht. Du, das wäre eine Freundschaftsehe, wie noch nie aber nicht da war. Aber jetzt Spaß beiseite. Es gibt für uns nur eine Chance. Wir zwei heiraten, ohne Lieb und Treu. Nach der Heirat hab ich keine Frau und du keinen Mann. Schlafen tun wir getrennt und nur vor die Leute sind wir Mann und Frau. Ja, dann bist du allein Erbin, hast einen Fachmann geheiratet und bist doch ledig. Und du verlangst von mir, dass ich mein ganz Leben lang ledig verheiratet bin. Nein, nur ein Jahr. Länger hätte ich sowieso nicht Zeit. Ich hab nämlich noch eine kleine Nebenbeschäftigung. Mali, ich gebe dir mein Ehrenwort oder auch schriftlich, wenn es dir lieber ist, dass ich mich nach einem Jahr wieder scheiden lasse. Und zwar ist der schuldige Teil. Na, bist du wieder frank und frei und kannst machen, was du willst. Weil in dem Testament steht ja nicht drin, dass du ein zweites Mal heiraten willst. Mhm. Und was meinst du, was die Leute dazu sagen? Na, nix. Die werden dir höchstens bedauern, dass du beim Heiraten daneben gehabt hast und unglücklich bist. Mali, überleg nicht lang. Das ist der einzige Ausweg, oder du musst aufgeben. Da war das eine so schlecht wie das andere. Jetzt kannst du sagen, ich bin ein gemeiner Kerl oder ich mein's gut mit dir. Kannst mir schon in die Augen schauen. Ich mein's ehrlich. Ja, deine Augen sind gut. Ja, irgendwas Gutes hat auch der schlechteste Mensch. Also gut, wenn es nicht anders geht, dann werden wir es wohl so machen müssen. Ich bin eine Frau, sorge für dich, wie es für eine Frau gehört, und da alles, soweit sie Dienstboten nicht können. Aber sonst... Sind wir verheiratet, ohne Liebe und Treu. Da hast du meine Hand drauf.
Morgen zusammen. Na, Martin, wie hat dann die Mali heute Nacht noch geschlafen? Sehr gut. Sie hat mich gar nicht aufstehen gehört. Ja, ist dir dein Schlechtsein wieder vergangen? Vollkommen. Du, aber da brauchst du gar nichts denken. Mir ist nach der Hochzeit genauso gegangen. Ja, da sagt man dann, es wird meistens ein Mädel. Was lachst du denn jetzt da so? Weil da jemand einen saudummen Witz gemacht hat. Ach, Martin, für dich ist ein Brief gekommen vom Staatsministerium. Ach, das wird wegen die Herren von der Regierung sein, die ein paar Tage bei uns wohnen wollen. Ja. In Beantwortung Ihres Schreibens teilen wir Ihnen mit, dass die Herren Minister und die ausländischen Vertreter im Laufe des 30. Juni eintreffen werden. Das ist ja heute. Wir ersuchen Sie, die reservierten Zimmer und Separaträume bereitzuhalten und erinnern Sie nochmals an Herrenbedienung mit Sprachkenntnissen. Was, Martin? Da ziehst du schon einen anderen Anzug an, wenn uns so hohe Herren die Ehre geben. Da fällt mir ja gar nicht ein. Ein bayerischer Wirt und Hotelbesitzer muss ein Original sein. Geschert, bleibt geschert. Ich geh dann selber und dann schau, dass die separaten Zimmer, wo die Herren essen und herkriegt werden, gell? Ja, ja, hoffentlich klappt alles. Klappen braucht's nur beim Herrn Oberkellner. Ah, guten Morgen, Herr Weniger. Morgen, Litz. Fräulein Rosa. Ja? Ich sollte Speiskarten für heute holen. Ach ja, habe ich ganz vergessen, um Gottes Willen, wegen lauter Ministern. Ja, dann schreib auf Tagessuppe, Kasseler Rippenspeer mit Sauerkohl und Klößen, Eisbein mit Sauerkohl und Klößen und Kalbskopf Tortur. Lenz, Ausstreicher. Die preisliche Schweißkarten verschwindet ab heute. Schreib. Ripperl mit Kraut. Ripperl mit Kraut. Schweinshaxen mit Kraut und Knödel. Schweinshaxen mit Kraut und Knödel. Und Kalbskopf abbrennt. Mit gemischten Salat. Abgebräunt mit gemischtem Salat. Herr Weninger, Sie haben was drauf, das habe ich gleich gespannt. Aber das verstehen doch die Fremden nicht. Ja, wenn er Preishunger hat, versteht er das schon. Sehr richtig, Herr Weninger. Gestern, da wollte einer der Kassiererinnen einen unsittlichen Antrag machen. Ja. Dann hat sie gesagt, schleich dich, du Depp. Das hat er sofort verstanden. Ja, was hat dann der Gast drauf gesagt? Sie sind ein toofes Huhn, Was? hat er zu ihr gesagt. Aber dann habe ich einmal nicht geschmiert. Mit 10% Trinkgeld, als ob die Fürster geschlafen sind. Nein, nein, unerhört. Was? Das müssen wir zuerst beweisen, Kinder. So was wollen die Fremden. Ja, ja, gehört bleibt gehört. Jetzt stinkt er ja. Das macht nichts. Aber mit dem Watschen, du musst schon ein bisschen sparsamer umgehen, Linz. Naja, peitscht er es ein. Das heißt, dem Ober, dem schmiere ich noch nicht, dass er es zusammenrechnen vergisst. Warum? Ja, weil er mit den ganzen Tag Hunds und schikaniert. Frisiert bin ich nicht richtig und der Kragen war nicht sauber. Ja, der hat's notwendig, der Saubär. Läuft unrasiert umeinander und hat eine dreckige Servetten, dass die Gäste kraust. Ja, den werde ich mir mal anschauen. Der hat er mit einer Frau, wie so ledig war, gemacht, was er wollen hat. Ja, den hätte ich schon längst ausgehauen. Jetzt mitten in der Saison geht es nicht gut. Und Sprachen kann er auch. Der Sprüchmacher, das kann er, ja. Herr Weniger, die Speiskarte ist noch nicht fertig. Ah ja, du, da geh ich gleich mit. Ja. Und das Menü für unsere auserlesenen Gäste, die stelle ich selber zusammen. Ja? Was kriegen wir denn für Gäste? Hohe Herren von der Regierung, allerhöchste sogar. Ah, das müssen wir zuerst beweisen, Kinder. Also, der Martin muss unbedingt einen anderen Anzug gut sein. Mit seiner Tracht kann er unmöglich die Herren von der Regierung empfangen. Hallo Mali. Mensch, das ist ja die Helga. Ja, sag mal, wie kommst denn du daher? Ich bin doch jedes Jahr der Sommergast. Und jetzt habe ich erfahren, dass der alte Hupfauer gestorben ist und eine entfernte Verwandte von ihm das Hotel geerbt hat. Nach der Beschreibung nach konntest das nur du sein. Das gibt's ja nicht. Sitz dir her, komm. Mach, Mali, wie lange haben wir es nicht mehr gesehen? Seit dem Internat. Naja, damals waren wir noch richtige Teenager und männerscheu. Das hat sich ja inzwischen gründlich geändert.
Bei dir doch auch, oder? Na, bei mir weniger. Du bist doch verheiratet, soviel ich weiß. Ja, seit einem Monat. Ja, da bist du ja in den Flitterwochen. Bist du glücklich? Weißt, wir haben keine Zeit zum glücklich sein. In der Früh um 8 ins Geschäft und auf Nacht um 1 ins Bett. Das ist ja genauso wie nicht verheiratet sein. Ja, genau so ist's. Das wäre nichts für mich. Ist dein Mann aus der Branche? Und Miterbe. Ach, da habt ihr euch gleich gegenseitig geerbt. Finde ich sehr praktisch, geht alles in eine Kasse. Bin übrigens auch verheiratet. Ja, nicht gerade überglücklich, aber standesgemäß. Oh je. Weißt du, mein Mann ist Generaldirektor einer großen Firma mit Chauffeuren. Ach, Mali, ich freue mich riesig, dass du heuer meine Gastgeberin bist. Sag mal, wie lange bleibst du denn da? Wie immer 6 Wochen. Das heißt, heuer werden es sogar 8. Mein Mann kommt erst in 14 Tagen nach. Wir haben uns geeinigt, dass das die Wiedersehensfreude steigert. Ach, sag mal, Mani, ich habe mich zwar schon angemeldet, aber erst ab dem 15. August. Ihr habt doch sicher noch ein Zimmer frei. Du, das kann ich gar nicht sagen, das macht bei uns alles die Tante. Naja, für den alten Stammgast wird sich schon was finden lassen. Sicher. Und wenn du und dein Mann heute Abend ein bisschen Zeit habt, dann setzen wir uns zusammen und feiern Wiedersehen. Hm? Also gut. Jetzt dabei heute mal ein paar Stunden Urlaub. Ich habe ja sonst auch nichts vom Leben. Na, also Mali, wer wird denn klagen? Du hast doch einen tollen Besitz. Und sicher einen ebenso tollen Mann, der dich auf Händen trägt. Hm? Oh. Grüß Gott. Grüß Gott. Das ist wohl der Hausdiener. Helga, das ist mein Mann. Und das ist eine Internatsfreundin von mir. Sehr angenehm. Ja, freut mich. Du Mali, ich fahre doch nicht nach München zu dem Kongress von der Hotelvereinigung. Ich aber schon hinfahren. Ja, erstens dauert der Schmarrn 3 Tage lang und dann kann ich ja nicht gut weg wegen die Herren von der Regierung. Ne? Wiederschauen. Wiedersehen. Also Mali, jetzt sei mir bitte nicht böse, aber Ich weiß schon, was du sagen willst. ja, hat denn das unbedingt sein müssen? Eigentlich ja. Ja, weißt, viel Ansprüche kann ich in meinem Alter nicht mehr stellen. Na, jetzt hör aber auf. Naja, er ist ja auch ein guter Charakter, Na, aber kein Ehemann, das kann ich mir denken. Kann der überhaupt lieb sein, sich ein bisschen verpäppeln, dich auf Händen tragen? Hat er dir überhaupt eine Liebeserklärung gemacht? nur eine testamentarische. Das genügt ja auch für einen gesetzlichen Ehemann. Weißt, wir leben so nebeneinander her. Ach, Marlchen. So ein bisschen Ehe kann uns doch nicht erschüttern, hm? Und tragen uns die Männer nicht auf Händen, dann tun wir das eben selbst. Du, ich habe da ein ganz probates Mittel. Ich lasse mich zum Beispiel immer von einem anderen auf Händen tragen. Helga! In meiner Fantasie natürlich. Weißt du, da träume ich dann, einmal ist es ein etwas jüngerer, dann ist es ein etwas älterer. Kann man nach Bedarf wechseln und bleibt doch eine anständige Frau. Also, dein Humor möchte ich haben. Kriegst du, Mann. Und heute Abend fangen wir gleich damit an. So, jetzt muss ich mich erst mal um mein Gepäck kümmern. Bis nachher, ja? Bis später. Tschüss. Helga, du darfst ja nicht wahr sein. Du, Mali? Wo willst du denn mit dem Anzug hin? Ja, in die Reinigung. Nein, das soll der Lenz machen. Komm. Das wäre noch das Schönere, dass die Besitzerin vom ersten Hotel am Platz die kommissionischen Gänge selber macht. Vielleicht kriegt aber mein Mann den Anzug halt noch anziehen. Nein, der soll in der Tracht bleiben. Nein, schau mal her. Und diese Flecken, nein. Mali, du musst schon ein bisschen sorgen, dass dein Mann mehr auf sich schaut. Ja. Du, im Übrigen war jetzt gerade eine Dame unten und die hat einen fürchterlichen Krach gemacht, weil sie für sich und ihren Mann kein Zimmer bekommt. Das ist sicher die Helga. Die kommt nämlich 14 Tage früher als angemeldet. Sag mal, haben wir nichts mehr frei? Nein, wir sind doch bis unter das Dach belegt. Aber der Lenz hat die Geschichte geschaukelt. Er hatte das Zimmer gegeben, das am Anfang drüben der Martin bewohnt hat. Um Gottes Willen. Du sag mal, was erschrickst du denn so? Ja, das Zimmer steht doch leer und das ist doch Dienst am Kunden. Schon, aber das ist jetzt so ganz blöd. Ich wollte da eigentlich ein Wohnzimmer draus machen lassen. Das kannst du nach der Saison auch machen lassen, ja? Was tue ich denn, Lukas? Was tue ich denn da? Also, Frau Gustermann, wenn Ihnen das Zimmer nicht gefällt, dann braucht es mir kein Trinkgeld geben. Das will ich auch hoffen, wenn das alte Gäste bevorzugt bedient werden. Mali, ich habe ein Zimmer. Unser Lenz hat das Unmögliche möglich gemacht. Er ist eben ein intelligenter Bursche. Das müssten wir zuerst beweisen können. Ja. So, jetzt will ich mich schnell umziehen. Ich bin von der Fahrt noch ganz echauffiert. Das lässt sich denken, die Frau. Muss sie doch selber chauffiert haben. Ja. Ach, bin ich froh, endlich 14 Tage allein zu sein. Das müssten wir uns erst beweisen können. Lenz, wo ist denn das Zimmer? Ah, die zweite Tür rechts. Ich habe die Tür offen lassen.
Danke, Lenz. Bis nachher, meine Damen. Sag einmal, wie kannst du das Zimmer hergeben? Wieso, das haben wir beim Herrn Hupfer auch immer hergegeben. Wenn Not am Mann war oder wenn wir gute Gäste in Aussicht gehabt haben. Aber fragen hätten wir zuerst schon können. Das nächste Jahr frage ich dann. Halt, dieser Anzug hier. Und was soll ich damit? Ja, in die Reinigung. Was müssen wir mit dem Anzug? In die Reinigung. Gottes Willen! Was ist denn los? Wie kommt denn die fremde Dame in das Zimmer? Wie? Ja, ich gehe ahnungslos rein, da sehe ich eine Frauensperson vor dem Spiegel stehen. Barfuß vom Scheitel bis zu den Füßen. Also, das begreife ich nicht, dass man sich als Frau in so einem schamlosen Zustand erwischen lassen kann. Also, wenn ich mich immer so aktuell betrachte, dann lösche ich vorher das Licht. Ich möchte jetzt wissen, wie die Frau in das Zimmer kommt. Ja, das haben wir doch vor 8 Wochen vermietet. So, und wo schlaft noch ich? Was? Ja, ich meine, wo soll ich dann meinen Mittagsschlaf halten? Ja, wo du nachts auch schläfst. Da möchte ich aber zuerst gefragt werden. Heute spinnt das ganze Haus. Aber das machen nur die Herren von der Regierung. Jetzt, weißt du, dass mein Zimmer vermietet ist? Und dass es schon bewohnt ist? Ja, gerade habe ich es erfahren. Und jetzt? Ja, und jetzt? Ja, jetzt kann ich auf der Straße bleiben. Oder mich in eine Privatpension einmieten. Das geht auf gar keinen Fall. Mensch, ich weiß überhaupt keinen Ausweg mehr. Ja, mit sowas haben wir wieder nicht gerechnet. Aber ich habe einen Ausweg. Was? Na, ich fahre doch zu dem Hotelkongress nach München. Der dauert doch bloß 3 Tage. Na ja, dann fahre ich halt hinterher irgendwo hin zur Kur, bis ich wieder im eigenen Haus schlafen kann. Wenn es dann nicht geht, dann werden wir es wohl so machen müssen. Unsere Ehe wird allweil verzwickert. Ja, aber jetzt richten wir schnell ein paar Sachen her und der Lenz soll dann den Koffer auf die Bahn bringen. Muss sie denn so vom Städtele hinaus? Du bist wohl froh, dass du wegfahren kannst, Ja, ne? warum nicht? Bei dieser günstigen Gelegenheit kann ich mich gleich um einen passenden Scheidungsgrund umschauen. Du wärst doch nicht... Na freilich, jetzt muss ich langsam dazuschauen. Du, die paar Monate sind schnell vorbei und ich bin gewohnt, dass ich meine Termine einhalte. Und im Übrigen bin ich fest davon überzeugt, dass du froh bist, wenn du mich bald wieder los wirst. Aber auf eine andere Art, nicht einfach so eine gemeine. Was meinst du, was da die Leute dazu sagen? Ja, nix. Das ganze Dorf ist davon überzeugt, dass wir eine glückliche Ehe führen. Oh, tut's dir leid, dass wir uns scheiden lassen? Nein. Leid tut's mir nur, dass wir auf den überredet lassen, sowas zu machen. Mein Gott, bin ich nur gerade alles wieder rückgängig machen kann. Ja, rückgängig macht sie. Nach der Scheidung bin ich der Lump und du, die betrogene Ehefrau, und stehst vor aller Welt schön da. Du, ich hoffe nur, dass du mir ein recht schönes Abgangszeugnis schreibst. War treu und fleißig, hoch anständig und hab mein Wort gehalten. Also mehr Taktgefühl und Anstand hätte ich da schon zutraut. Die schaut ja gerade so aus, als hätte mir mein Charme im Stich gelassen. Herr Wenninger! Ja? Ich gehe. Warum? Ich habe mich gerade mit dem Oberkellner unterhalten. Auf einmal sind ihm 2 Zehen rausgefallen. Hast dir mal reingehauen? Das muss er mir aber zuerst beweisen können. Bei den ganzen Gästen hat er mich einen Idioten gelassen. Ja. Ja? Ja, das werden wir jetzt gleich mal feststellen. Wo ist er denn, der Hodern? Mali? Mali! Ja? Ach, da bist du ja. Du, das Zimmer ist herrlich, das kenne ich noch gar nicht. Das musst du mir unbedingt für nächstes Jahr reservieren. Ja, das wird aber nicht gut gehen, weißt du? Wir möchten da nämlich eigentlich ein Wohnzimmer draus machen lassen. Das macht doch nichts. Wenn ich komme, ist das eben wieder ein Doppelschlafzimmer. Ach, sag mir, Mali, ist das Zimmer neben dem meinen eigentlich auch bewohnt? Nein, das ist unser Vögelzimmer. Komisch. Wieso? Also stell dir vor, ich will gerade in die Dusche steigen, als plötzlich die Tür aufgeht. Grüß dich Gott, Mali. Ja, der Onkel, grüß dich. Ich erzähle dir später von dem kleinen Intermezzo. Jetzt mache ich ein paar Besuche bei alten Bekannten. Bis nachher. Wiederschauen. Ja, sag einmal, lass du dich auch mal wieder sehen, ha? Ja. Seit der Hochzeit hast du dich ziemlich rar gemacht. Bei jung verheiratete Leute gibt man leicht in Bewegung. Da hat's bei uns keine Gefahr. Ja, das kann man schon denken, dass bei euch das Geschäft vor der Liebe kommt. Nicht? Gut schaust du das, Mali. Sehr gut. Ich glaube, die Ehe schlägt die an. Ich glaub schon bald selber. Eine Frau wird erst schön durch die Liebe. Ich glaube, das passt auf dich. Sag einmal, bist jetzt du heute gekommen, dass du mir einen Schmus nach dem anderen magst, Darf man die ha? Wahrheit auch schon immer sagen. Wo ist denn der Martin? Wieso? Willst du mir auch ein Kompliment machen? Ja, das kommt darauf an, wie er ausschaut. Immer nur der gleiche. Hat er sich noch nicht geändert? Du, der wird sich auch nicht ändern.
Da komme ich nicht mehr mit. Aber lass dir nur Zeit, das komme ich schon noch. Ich kenne ihn nämlich als ganz anderen, als er jetzt ist. Dann hast du aber Glück gehabt. Ja. Ja, wo ist er denn? Ja, der wird sich wahrscheinlich umziehen. Er fährt nämlich für 8 Wochen zur Kur. Zur Kur? Jetzt, mitten in der Flitterwochensaison. Ja. Wo fehlt es ihm denn am Herz? Also, das glaube ich wieder weniger. Also, da komme ich nicht mehr mit. Ja, ich will den nicht mehr länger aufhalten. Ich gehe dabei runter und kaufe mir eine halbe Bierstiebel. Bis dahin werden wir dann schon fertig sein. Ist schon recht. Ich lasse dich dann wohl noch viel, gell? So, jetzt muss ich den Koffer packen, sonst erwischt du den Zug nicht mehr. Nein. Das ist kein Renommee mehr für unser Haus. Ich schäme mich vor die Gäste. Was ist denn schon wieder? Stell dir vor, der Lenz hat dem Oberkellner eine heruntergehauen und jetzt hat ein Mann mit ihm einen fürchterlichen Krach und hat ihn fristlos entlassen. Was hat Lenz? Nein, den Oberkellner. Und das können Sie hinter die Ohren schreiben, Herr Ober. Wir haben anständige Frau geheiratet und in einer Viertelstunde sind Sie aus dem Haus. Dann gehe ich zum Arbeitstisch, da kennen Sie sich auch schon aus. Ja, das können Sie machen, wie Sie es wollen. So, das ist erledigt. Und du bringst dem Herrn sofort seine Papiere. Komm, was hat's denn gegeben? Ja, nichts Besonderes. Eine dreckige Bemerkung hat er gemacht über dich. Über mich? Ich habe ihm da gar keinen Anlass gegeben dazu. Ja, das musst du selber wissen. Jedenfalls ist er jetzt draußen. Und wir haben keinen Ober. Das ist mir wurscht. Wie kannst du denn sowas machen? Ausgerechnet heute, wo die Herren von der Regierung kommen. Nur was geht mich die Regierung an? Aber mich geht's was an. Jetzt kannst du als Chef die Herren bedienen. Geht leider nicht, Mali, geht leider nicht, weil ich kann ja in dem Haus nicht schlafen. Und dass ich als dein Mann im Personalzimmer schlafe, das kannst du auch nicht von mir verlangen. Ja, was machen wir jetzt? Ja, einen anderen Ober, der mal her. So schnell wär's keinen finden. Geht einmal zur Aushilfe. Lass mich mal überlegen, da wird mir schon was einfallen. Bin ich neugierig. So ist er ja. Was hat er? Nachdenken tut er, wo wir bis heute Nachmittag einen Ober herkriegen, weil er den unseren fristlos entlassen hat. Komm mal, sowas mache ich jetzt mitten in der Saison. Ja, die Folgen werden wir ja sehen. Da komme ich nicht mehr mit. Wir kriegen einen Ober. Verlasst euch drauf. Ich telefoniere jetzt mit meinem Bruder, dass er uns aushilft. Mit wem telefonierst du? Mit meinem Bruder. Du hast doch gar keinen Bruder. Was hab ich nicht? Ja, das. Kann schon sein, dass du irgendwo einen Bruder hast. Bruder, Staubiger, ich kann dir nicht alle Brüder von dir kennen, nicht? Ja, aber du hast doch gesagt, dass deine Mutter bei deiner Geburt gestorben ist. Ja, bei meiner Geburt, aber nicht bei der von meinem Bruder. Der ist 1 Jahr älter wie ich. Da komme ich nicht mehr mit. Wie der liegen kann. Wie heißt denn dann dein Bruder? Der hat doch gar keinen Bruder. Au! August heißt er. Gell, du kannst dir erinnern, dass ich einen Bruder Da habe. werde ich mich ewig daran erinnern. Du bist für ein Globerhammer, ich sage dir. Ja, hallo? Ja, bitteschön, könnten Sie mir den Herrn Wenninger ans Telefon rufen? Ja, gut, ich bleibe am Apparat, Dankeschön. Ah, hallo, Gustl. Ja, ich bin's, der Martin. Ah, Dankeschön, ich bin schon zufrieden. Du, Gustl, magst du nicht zu mir kommen? Ja, als Ober natürlich. Was? Das geht nicht, warum? Ah, du kannst morgen in München im Hotel Excelsior anfangen. Du, da fangst du halt nachher nicht an, sondern heute schon bei mir. Zu den gleichen Bedingungen natürlich. Na du, ich brauch die dringend. Mein Ober ist plötzlich krank geworden und ich muss heute noch weg zur Kur und du wärst der Einzige, der mich vertreten könnte. Du, wenn's dir gefällt, kannst ganz da bleiben. Ja, gut. Bis wann kannst du denn kommen? Ja, das wäre mir recht. Je eher, desto lieber. Alles andere kannst du ja dann mit meiner Frau besprechen. Ah, gut. Dankeschön, Gustl. Wiederhören. So, in 2 Stunden ist mein Bruder da. Dann können die Herren von der Regierung kommen. Gott sei Dank. Ja, jetzt richten wir aber schnell meine Sachen her, damit der Lenz den Koffer auf die Bahn bringen kann. Da komme ich nicht mehr mit. Mit wem hast jetzt du da telefoniert? Mit mir selber. Naja, der Anschluss hat sich als falsch verbunden gemeldet und aufgehängt. Dann habe ich halt mit mir selber weiter telefoniert. Aha. Und möchtest du mir jetzt nicht sagen, solange wir allein sind, was das ganze Theater zu bedeuten hat? Nein, das sage ich dir später. Jetzt sage ich nur, geh schnell heim. Ja, geh Ich heim. hab bei dir noch einen alten Koffer. Ja. Da tust du meinen Frack raus. Ja. Und wenn es notwendig ist, lass ihn aufbügeln. Den Koffer? Nein, den Frack. Ich komm dann rüber zu dir und zieh ihn um und komm dann wieder da her zurück als mein Bruder, der neue Ober. Mein Lieber, das braucht Dinger. Das, Ja, den brauchst du nicht, das tue ich. Was ist denn schon wieder los? Der Vetter hat mir die Türen aufgehauen. Ja, dem hat's halt pressiert. Oh, zu meinen Ungunsten, gell? Einfach, Tobias, was brauchst du? Wenn wirklich was fehlen sollte, dann musst du telefonieren, dann schicke ich das noch. Ja, ist gut.
In Ordnung ist alles. Und wenn mein Bruder kommt, auf den kannst du dich verlassen. Was, wieso den Bruder? Ja, das kann dann auch alles die Mali erzählen. Also, meine Vierte, hab Angst, mein Bruder wird das Kind schon schaukeln. Linz, geh her, bring mir meinen Koffer auf die Bank. Jawohl. Halt! Ja, wo gibt's denn sowas? Dass ein jung verheiratetes Paar ohne sich zu küssen auseinandergeht. Also mein Mann Selig hätte sich das einmal erlauben sollen. Der hat mir jeden Tag, bevor er in Dienst gegangen ist, einen Kuss gegeben. Das müsst ihr uns aber zuerst beweisen können. Darauf habe ich viel gehalten. Ja, mei, das habe ich jetzt in der Aufregung ganz vergessen. Ja, wir haben uns ja heute in der Früh schon Abschiedskuss gegeben, gell, Martin? Ja. Küssen kann man gar nicht genügend. Man weiß nie, wenn einer fortgeht, wie er wiederkommt. Ja, da kannst du recht haben. Ja, hoffentlich kommt der Bruder auch ganz bestimmt. Ja, da kannst du dich drauf verlassen. Das muss uns aber zuerst beweisen können. Also Mali, so einen flüchtigen Abschiedskuss hätte ich meinen Mann nie erlaubt. Oh Gott, der hat so geniert vom Lenz. Du sag einmal, seit wann hat denn dein Mann einen Bruder? Ja, scheinbar erst seit heute. Und der kommt du her zu uns? Ja, als was denn? Ja, als Ersatz für den entlassenen Ober. Ja, ist das auch ein Ober? Ja, der Martin sagt's. Und kann der Sprachen? Na, hoffentlich. Oh, wenn er die gleichen Umgangsformen hat wie dein Mann, dann gute Nacht, schöne Bäuerin. Hoffentlich nicht. Also, heute wär's mir lieber, auf die ganze Erbschaft verzichten. Auf alle Fälle werde ich diesen sauberen Herrn nicht aus den Augen lassen. Aber Mali, du musst dich jetzt schön herrichten. Wegen dem neuen Ober? Voll mal, du. Das habe ich einmal gemacht, aber zweitens mal nimmer. Nicht wegen dem Ober, sondern wegen den Herren von der Regierung. Schau, wenn die dich sehen, dann vergessen sie vielleicht auf einen sprachenkundigen Ober, wenn wir bis dahin keinen haben sollten. Wann kommt er denn schon, der Depp? Der Minister? Nein, dieser Oberbruder. In 2 Stunden, sagt der Martin. Um Gottes Willen, 2 Stunden, da muss ich nur, dass alles schön in Ordnung ist. Da bin ich wieder. Ging schneller, als ich dachte. Ja, Frau Kustermann, haben Sie sich wieder beruhigt? Ja, ich bin sehr beruhigt und sehr zufrieden. Dann sind wir auch zufrieden. Nein, ein apparates Kleid haben Sie wieder. Elefantös! Hast du ein bisschen Zeit, Mali? Ich habe dir ja so viel zu erzählen. Und da muss man jede Viertelstunde ausnutzen. Eigentlich habe ich ja keine Zeit, aber wenn's bohrens, dann sitzen wir ein bisschen her. Jetzt hast du. Du willst mir nur sagen, was da passiert ist. Wir sind erst unterbrochen worden. Ach ja, richtig. Stell dir vor, ich stehe splitterfasernackt in meinem Zimmer. Geht die Tür auf und ein Mann kommt rein. Du, ich war so erschrocken, dass ich beim besten Willen nicht sagen kann, wer es war. Ja, das kann ich dir schon sagen, das war mein Mann. Macht er öfter solche Scherze? Er hat ja nicht gewusst, dass das Zimmer bewohnt ist und dann ist er halt ahnungslos, ne? Ach so. Naja, dann ist er ein Kavalier. Was, ein Kavalier, der? Ja, ich habe ihn gerade getroffen, unten auf der Straße, sogar mit ihm gesprochen wegen seiner Reise. Und er hat sich nicht entschuldigt. Er hat gesehen und schweigt. Ist doch ein Kavalier. Ja, so kann man es auffassen. Ja, Mali, da bist du ja jetzt auch Strohwitwe. Na, peinlich im ersten Ehemonat. Später wird's ein Vergnügen. So. Frau Wenninger. Ist mein Mann schon fort? Ja, ich soll Ihnen noch ausrichten, dass Sie das Zimmer für den neuen Ober herrichten lassen. Ja, du, das sagst dem Zimmermädel gleich. Sie soll das Zimmer herrichten und das Bett frisch überziehen. Und ich mache an die Tür ein. Herzlich willkommen hin, gell? Ja, freilich sonst nichts mehr. Das ging ja gerade noch. Na ja, das mache ich schon nicht. Wo ich die Oberseite so auf der Latten hab, dass es kein Menschen sagen kann. Lieber 10 junge Kellnerinnen, also eins einen überspannten Teufel. Aha, mir scheint, der Lenz schwärmt auch für das zarte Geschlecht. Von wegen zart. Das müssten wir zuerst beweisen können. Aber jetzt sag mal, Mali, wieso hat sich eigentlich dein Mann so schnell zu dieser Reise entschlossen? Wegen dir. Was, wegen mir? Hat ihm unsere keusche Begegnung so einen Schrecken eingejagt? Im Gegenteil. Vielleicht bist du sein Typ. Also, Mali, sowas sagt man doch nicht nach 30-tägiger Ehe. So, jetzt ist alles zum Empfang hergerichtet. Oh. Ja, jetzt können die hohen Herren kommen. Ach ja, richtig, ihr bekommt ja heute hohen Besuch. Ja, da muss ich mich ja gleich in Schale schmeißen, damit ich die hohen Herren würdig empfangen kann. Ja, aber die Herren speisen ja separatistisch. Dessen ungeachtet, meine liebe Rosa, man kann nie wissen. Bis nachher, meine Lieben. Mali, deine Freundin Helga, muss ja in sehr guten, situationierten Verhältnissen leben. Du hast du diesen Brillantinen gesehen?
Den, wenn eine andere tragen würde, dann würde man sagen, das wäre ein Faximile-Libri-Land. Gott, Tante, hör mal mit deinen Fremdwörter auf, bringst du das doch alle verkehrt. Ich bring sie richtig. Schließlich und endlich war mein Mann Offizierant aus höheren Kreisen. Ist sie schon da? Wer? Ja, der neue Ober, unsere herzerweiterte Verwandtschaft. Ach, da kommt ja auch noch diese Aufregung. Also wegen dem gibt's bestimmt keine Aufregung. Bin schon neugierig, wie er ausschaut. Du, ausschauen muss er gar nicht. Sprachen muss er können und Umgangsformen muss er haben. Die hat er. Dafür garantiere ich dir. Auf deine Garantie geben wir nichts mehr. Nein, du hast uns nämlich schon mal was garantiert. Ja, und wie dann das Original vor uns gestanden ist, dann hätte mich beinahe der Schlag getroffen. Auf das habe ich gewartet. Dass mich der Schlag trifft? Dass die alte Leier wieder von vorne angeht wegen diesem kleinen Irrtum. Das ist kein kleiner Irrtum, sondern ein ziemlich großer. Na, sag doch selber, jetzt hat er so eine fesche und junge Frau. Und bis heute ist es ihm nicht gelungen, dass sich er ihren Wünschen anpasst. Der wird schon seine Gründe haben. Dafür gibt es keine Gründe. Also wie ich meinen Mann geheiratet habe, da hat er noch lange Unterhosen und Röhrlhosen getragen. Aber nur 8 Tage lang und dann... Was das du tragen? Nein, dann hat er sich freiwillig meinem Geschmack unterworfen. Ja, naja, da hat er sich nicht viel verändern brauchen. Tante, schau, was regst du denn auf? Wenn sie einem passt, mir kann's doch wurscht sein. Hoffentlich trifft ihn nicht heute auch der Schlag, wenn der neue Ober kommt. Nein, wir sind Überraschungen gewöhnt. Ja, da bin ich neugierig. Ich gar nicht. Ja, wir werden es ja sehen. Ja, Büro? Ja, er ist schon da, dann soll er gleich raufkommen. So, jetzt ist er da, dein Herr Oberschwager. So, den nimmst jetzt du in Empfang, Tante, gell? Ja, aber das geht doch nicht, Mali. Das musst doch du machen, als Frau des Hauses. Frau des Hauses, die Frau des Hauses. Du, die Verwandtschaft, die hängt mir schon langsam zum Hals raus. Was hat's denn? Lass sie nur. Den Herrn werde schon ich auf Herz und Nieren prüfen. Um Gottes Willen. Tu ihn ja nicht verstümmeln. Wie? Ja, verkümmeln, wollte ich sagen. Wie? Sonst haben wir einen Ober gehabt. Was? Gehabt. Was? Na, was ist denn? Jetzt könnte er doch schon da sein, nicht? Herein! Guten Tag. Mein Name ist Wenninger. Aha, der Neuober. Jawohl, gnädige Frau. Wo waren Sie zuletzt im Arrangement? Ich war zuletzt in München im Hotel Excelsior im Engagement. Sprechen Sie Sprachen? 3, gnädige Frau. Parlieren Sie Französisch? Oui, madame. You spoken English? Yes, milady. Und Papalare Italiano? Si, signorina. Gut, Sie haben sich bei uns als sprachenkundiger Ober disqualifiziert. Und ich hoffe schon, dass wir mit Ihren Leistungen zufrieden sind. Ja, ganz bestimmt, gnädige Frau. Habe ich die Ehre, mit der Frau des Hauses zu sprechen? Nein, ich bin nur die finanzsichere Buchhalterin. Oh, das heißt, ich bin die Sekretärin. Freut mich, gnädiges Fräulein. Oh, wie nonchalant. Ja. Und wann beginnt mein Dienst? Ja, sofort. Ja, bitte sehr, bitte gleich. Und wann darf ich mich der Frau des Hauses vorstellen? Ja, wir lassen einer rufen. Nein, wir haben Klingelzeuchen. 3-mal klingeln heißt für Sie im Büro zu erscheunen. Ich werde mich danach richten. Gnädiges Fräulein. Diese Enttäuschung. Mit dem neuen Ober? Ja, diese. Da haben wir's wieder. Was glaubst du, wie der ausschaut? Ja, wahrscheinlich wie mein Mann seiner Brüder. Nein, ein Kavalier vom Scheitelbisch. Nicht zu den Blattwürst. Ah,
und 3 Sprachen spricht er und die Hand hat er mir geküsst. Ah, ich bin hin vor lauter Enttäuschung. Jetzt sind wir zufrieden, wenn er nur halb so ist, wie du sagst. Mali, jetzt lass ich ihn erscheunen. Das hat doch nur Zeit. Ja, was ist denn hier los? Generalversammlung des Hotel- und Gastwirtsgewerbes. Bitte sehr. Ja, verreckt. Wie schaust denn du aus? Womit kann ich dienen, mein Herr? August, du musst entschuldigen, dass ich du zu Ihnen sage, aber nachdem wir doch eigentlich verwandt sind. Ja, mit Vergnügen, lieber Onkel. Darf ich bekannt machen, die Frau des Hauses, Herr Wenninger, der neue Ober. Freut mich ungemein, Frau Schwägerin. Ich bin natürlich nur außerdienstlich Ihr Schwager. Und im Dienst? Bin und bleibe ich Ihr untertänigster Ober. Also Schurcherl hat die Frau Kustermann. Schurcherl, die reinsten Schnupftabakdosen. Das muss ja direkt ein Vergnügen sein, wenn er der auf Fürst steigt. Das ist 10 nach 8. Um 8 hätte es aufwecken sollen. Frau Kustermann! Ja? 8 Uhr war's. Lenz, Gnädige Frau? sagen Sie doch dem Herrn Ober, er möchte mir das Frühstück bitte aufs Zimmer bringen, ja? Ich fühle mich heute nicht wohl. Das müssen wir zuerst beweisen können. Jawohl, gnädige Frau. Ah, mein Hopfer. Moin, Jens. Die Chefin ist noch nicht da. Es ist gestern ein bisschen spät geworden, da wird es von einem nicht kommen. Nein, das ist aber gleich. Bald. Da warten wir halt. Das Neueste von Tag und Nacht. Aha. Dr. Schillitz. Bitte schön. Oh, meine Verehrung, Herr Hopfauer. Ja, Martin, guten Morgen. Wo kommst denn du her? Ich habe gerade meiner Frau das Frühstück aufs Zimmer gebracht. Und? Wie gefällt's dir? Sehr gut. War eine schöne Aussicht. Bei der Mali? Na, von ihrem Zimmer aus. Aha. Gut schaust du das. Ja. Also man möchte sich glauben, gell, was so ein Frack aus einem Menschen machen kann. Gell. Also wenn ich nicht wüsste, dass das du bist, dann würde ich glauben, du bist der andere. Das hat dich noch niemand kennt. Du sag einmal, magst du das bedienen bei deiner Frau freiwillig? Nein, nur auf Befehl. Aha. Aber mir also doch nicht täuscht. Was ist? Ich wette mit dir, was du willst. Die Mali ist in dich verliebt. Bazi. Aber ohne Erfolg. Geh jetzt an. Sei mir ganz ehrlich, Martin. Du bist doch in die Mali auch verliebt. Ja, ich bin in die Mali verliebt. Da komme ich nicht mehr mit. Der Mann ist in seine Frau verliebt. Ich bin nicht als Mann in meine Frau verliebt. Sondern? Nur als Schwager. Als Mann habe ich ihr mein Ehrenwort gegeben. Ja, was soll das für ein Ende nehmen? Ja, vielleicht lässt sie sich von mir als Mann scheiden, damit sie mich als Schwager heiraten kann. Ja, und wenn sie das nicht macht? Bleibt die Wetterlage unverändert. Darf ich jetzt zu der Mali reingehen, oder? Na, sie ist vollkommen angezogen. Aha. Ich muss mich nämlich über dich jetzt ein bisschen erkundigen. Da komme ich nicht mehr mit. Ach, der Herr Herzober? Was bin ich? Sie dürfen mir das nicht übel nehmen, Herr Gustl, wenn Ihnen keiner Spaß macht. Aber jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Seit ich in dem Beruf bin, habe ich noch jeden Oberdick gehabt. Ja, weil so gespreizte Luder sind. Aber bei einer
da mache ich Ausnahmen. Sie kennen was, haben was drauf und dabei sind sie zu allen lieb und freundlich. Ob das jetzt ein junges Biermadel ist oder eine alte Kellnerin. Ich sag's Ihnen, die sind alle in sie verliebt. Das geht Blödsinn. Doch, die da drin auch. Ich soll Ihnen ausrichten, dass Sie das Frühstück aufs Zimmer bringen sollen, weil sie sich nicht wohlfühlt. Spannend was, wenn wir doch Zimmermadel haben. Gelenz, jetzt zerbricht er nicht dein Kopf. Da hast zwei Bierzeichen. Kauf dir ein Maß, damit du auf andere Gedanken kommst. Also Herr Wenninger, wenn ich ein Madel wäre, Ja, dann kann ich Ihnen nur sagen, meine Verehrung. das musst du mir aber erst beweisen können. Na, Mali, was sagst du jetzt zu dem neuen Ober? Onkel, ich bin froh, dass alles so gut klappt. Ja. Und ich hab geglaubt, du bist glücklich. Da kommst du nicht mehr mit, Onkel. Hast du eine Ahnung? Aber drauf hat er was, gell? Und Umgangsformen hat er auch. Ja, die hat er. Also, wenn mein Mann nur ein bisschen was von ihm hätte, ich glaube, wir könnten wenigstens so gern haben, dass wir eine harmonische Ehe hätten. Ja, man möchte nicht gern, gell, wie Brüder so grundverschieden sein können. Jetzt ist halt schon der 4. Tag. Und mein Mann hat mir nicht einmal telefoniert. Ja, was glaubt, wie es bei so einem Kongress zugeht? Da geht alles drunter und drüber. Ja, er weiß, dass daheim alles in besten Händen ist, nicht? Und dass du glücklich bist. Das kann er gar nicht wissen. Ja, aber er denkt sich's. Ja, der kennt seinen Bruder wie sich selber. Ja, das ist genau, als wie wenn er selber sein Bruder war. Jetzt aber spaßig, der Herr Onkel, ha? Ja, sonst hätte ich ihm doch das nicht alles anvertraut, nicht? Frühstück erster Klasse für eine Frau von Rasse. So, Frau Kustermann. Das passt mir aber gar nicht. Ja, das kann ich mir denken. Wieso? Ich meine, das kann ich mir denken, dass sich die Frau Kustermann lieber von einem liebenswürdigen Ober bedienen lässt, als wir von einem Zimmermann, nicht? So. Kann ich was bringen, Frau Schwägerin? Nein, wir läuten schon. Man, bitte sehr. Das ist auch nicht also. Was hast du denn? Ist was? Ich weiß nicht, wie der das sagen soll, Onkel, aber manchmal ist mir gerade, als ob der Martin in einer anderen Ausgabe vor mir steht. Ja? Wie kommst du jetzt da drauf? Seine Augen. Der hat die gleichen guten Augen wie der Martin. Also gefällt dir doch was an Martin. Ja, irgendwas Schönes hat ja jeder Mensch, nicht? Ja. Wenn er nur irgendein Merkmal hätte, dass er mich vergewissern kann. Hat er? Wo? Nein, hat er nicht mehr. Das hat er gehabt, ist verwachsen. Ist er Narben? Ja, eine Brandnarbe am Linken. Da haben sie mir mal als Piccolo ein kochendes Wasser drüber geschüttet. Das heißt nicht am Linken, sondern ganz woanders. Kann man nicht sagen. Die ist ja jetzt halt Nebensache. Ja, das sag ich ja. Schau, Mali, dass Brüder oft sich ähnlich schauen, das ist heute Schnee, aber dass der Martin und der Gustl ein und derselbe ist, das gibt's ja gar nicht, wo der andere gar nicht da ist, nicht? 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 Ja, drum tue ich lang nachgrübeln und sei froh, dass der andere da ist. Ich komm schon wieder mal nachschauen. Ich muss das rausbringen. Frau Wenninger? Du Lenz, du bist doch mit meinem Mann auf die Bahn gegangen, wie er nach München gefahren ist. Freilich? Warst du dabei, wie er weggefahren ist? Nein. Ich hab mir einen Koffer abgenommen und gesagt, ich soll gleich wieder heimgehen. Und schauen, dass alles klappt, wenn die Herren von der Regierung kommen. Ist schon gut, Lenz. Also, da alles gut ist, das muss man zuerst beweisen können. Ich war glücklich wie noch nie, wie meine Vermutung stimmt hat. Guten Morgen, Mali. Morgen, Helga. Ist doch heute auffallend fesch, ha? Man tut, was man kann. Helga, ich möchte gerne mal was sagen. Ja, bitte? In deinem Interesse, lass dir von meinem Schwagers Frühstück nicht mehr aufs Zimmer bringen. Wieso denn nicht? Naja, ich meine, du weißt doch, was Personal ist und ich möchte nicht haben, dass die eine dumme Bemerkung über dich machen. Du lässt dir doch auch von ihm das Frühstück aufs Zimmer bringen. Ja, wir sind verwandt. Als ob das ein Hindernis wäre. Du wirst doch nicht glauben. Doch, meine liebe Mali, ich glaube es.
Du kommst mir in der letzten Zeit sehr verliebt vor. Weißt du, Mali, wenn eine Frau mehr Wert auf ihr Äußeres legt als in normalen Zeiten, wenn sich eine Frau ganz gegen ihre Gewohnheit weniger um das Geschäft kümmert und wenn eine Frau nachts in die Mondlandschaft träumt, dann ist sie verliebt, Mali. Das kenne ich doch aus Erfahrung. Das nennt man dann die große Liebe, stimmt's? Ja, Helga. Noch nie habe ich sowas gespürt. Und? Wer ist dann derjenige, der das Eis zum Schmelzen gebracht hat? Na los, sag's mir, vielleicht kann ich dir helfen. Na. Gut, dann sag ich's dir. Es ist dein Schwager. Ich glaube, ich bin in meinen Mann verliebt. Was, in deinen eigenen Mann? Ist überhaupt nicht mehr modern. Vielleicht wäre es wieder modern. Aber Mali, du gibst doch zu, dass du offensichtlich für deinen Schwager schwärmst. Ja, aber doch nur, weil er meinem Mann manchmal so ähnlich ist. Besonders die Augen. Und wenn ich mir denke, dass mein Mann einmal ja so war oder noch so sein könnte. Also, wie kommst du überhaupt auf so einen Vergleich? Du wirst doch nicht im Ernst annehmen, dass dein Mann und dein Schwager... Genau, das glaube ich. Das wäre ja mehr als romantisch. Hast du denn irgendwelche Beweise? Nein, eben nicht. Aber die werde ich mir verschaffen. Soll ich dir helfen? Mensch, du willst kannst gern. Gut, dann gehe ich ab heute auf Beobachtung aus. Entweder wir erwischen einen Treffer oder... Oh, Verzeihung, Frau Wenninger, Sie werden in der Küche verlangt. Komm erst wieder, wenn ich dir rufe. Komm sofort. Herr Ober, Ja, gnädige Frau? die Mali sagte mir gerade, dass Sie eigentlich Ihr Schwager sind. Ja, gnädige Frau. Es war ja ein glücklicher Zufall, dass Sie gerade frei waren und hier einspringen konnten, nicht? Und dass Sie zufällig vom Fach sind. Oh, dass Brüder den gleichen Beruf haben, ist keine Seltenheit. Allerdings. Bitte setzen Sie sich doch. Oh nein, als Angestellten ist es mir nicht erlaubt, bei den Gästen zu sitzen. Erstens sind Sie kein Angestellter, sondern der Schwager. Zweitens bin ich kein Gast. Und drittens sind wir im Büro. Ja, trotzdem. Danke. Sagen Sie mal, Herr Ober, hätten Sie eigentlich nicht Lust, selbstständig zu werden? Bitte? Ich meine, hätten Sie nicht Lust, in ein Hotel einzuheiraten? Oh, haben Sie ein Hotel, gnädige Frau? Ich? Nein, leider. Aber eine Freundin von mir, eine junge, charmante Dame. Ich bin bereits verheiratet und ich liebe meine Frau. Ach, Sie sind bereits verheiratet. Schade. Im Gegenteil, ich bin glücklich, dass ich verheiratet bin. Tatsächlich. Tatsächlich. Kann ich sonst noch mit etwas dienen? Nein, danke. Dann darf ich mich empfehlen. Ja, bitteschön. Herr Ober, bitte sind Sie mir nicht böse, dass ich so neugierig war. Gegenteil, gnädige Frau. Er könnte es sein. Mali? Mali! Und was ist? Eigentlich war die Unterredung negativ. Er war sehr freundlich, aber auch sehr zurückhaltend. Ich habe nur herausgebracht, dass er bereits verheiratet ist und seine Frau sehr liebt. Naja, selbstverständlich lasse ich es nicht bei diesem ersten Versuch. Vielleicht fällt mir bis zum Abend was ein, was ihn gesprächiger macht. Tschüss, Mann. Verheiratet ist er und seine Frau hat er gern. Du, lange Zeit habe ich mal nicht, gell? Ich muss mit dir reden, damit du im Bilde bist. Ja, was ist denn? Die Mali gefällt mir nicht mehr. Ich glaube, dass da bald einen Eskandalismus gibt. Was? Warum? Ja, die Mali ist in ihren Schwager verliebt. Okay, lass dich doch nicht auslachen. Doch, da machst du mir nichts weiß. Ich sehe doch, mit welchen Augen sie ihn immer anschaut. Und dann diese Seufzer. Oh, das weiß ich aus Erfahrung. In dem Zustand war ich auch schon. Hoffentlich nicht seit der Bruder von Martin da ist. Ach, ich begreife ja, dass die Mali in ihn verliebt ist. Ich bin's ja auch. Was? Nein. Ich wollte sagen, ich wär's auch, wenn ich an der Mali ihrer Stelle wär. Aber man darf nicht untätig dabei zusehen. Sag mal, warum erzählst du mir das alles? Weil du auf die Mali ein bisschen einwirken sollst. Den Gustl, den übernehm dann schon ich. Oh, um Gottes Willen. Möchtest du dir vielleicht abspenstig machen? Wenn's ging, gerne. Also bei deinen Ansichten, da hört sich's reden auf. Wo ist jetzt der Gustl? Den brauche ich dringendst. Den kannst du nicht haben. Bei den Gästen, da heißt es jetzt immer nur Herr Oberhint, Herr Obervorn. Na gut, dann schau, dass ich in der Mitte erwische, aber her muss er.
Jährchen, wenn ich jünger wäre. Ja, aber so, eigentlich bin ich immer noch eine Frau, mit der man sich sehen lassen kann. Ah, Frau Rosa, Oh, ja. hätten Sie Nadel und am Faden, mir ist der Knopf von der rechten Manschetten abgesprungen und keine von den Kellnerinnen hat ein Nähzeug bei der Hand. Freilich, für Sie habe ich alles. Ja, und das Knöpfel haben Sie? Ja, das habe ich. Das haben Sie so, dann haben wir auch gleich die Nadel. Um Gottes Willen, ja, wo ist denn meine Brille? Um Gottes Willen, ohne Brille bin ich nämlich ein hilfloser Mensch. Ja? Ja, aber das ist keine Alterserscheinung. Oh nein, oh nein, oh nein. Die Brille habe ich schon vor ein paar Jahren als ganz junges Mädel getragen. Ja. Aber ich muss sie irgendwo haben, die Brille. Ich weiß nicht. Was suchst du denn, Tante? Ach, ich suche meine Brille. Weißt du, dem Herrn Gustl ist ein Manschettenknöpfel abgesprungen und jetzt hat er mich ersucht, ich soll es ihm Arm nehmen und nun finde ich meine Brille Ja, nicht. dann näh halt ich den Knopf an, nicht? Wieso du? Irgendjemand muss ihn doch annehmen. Ja, du kannst dabei durch die Zimmer gehen und schauen, ob alles in Ordnung ist. Ja, wieso ich? Weil ich jetzt keine Zeit habe, geh schon. Die beiden werde ich beobachten. So, Herr Schwager, gleich haben wir's. Du musst die Sache nur richtig einfädeln. Was? Was für ein Arm ist denn? Der rechte. Oh, es tut mir aber leid. Was? Ich meine, es tut mir leid, dass nicht der richtige Faden ist. Der geht schon. Da ist der Knopf. Ja, aber den Wrack müssen schon auszahlen, da kann einer nicht helfen. Ja. Geht schon, es geht schon. So, jetzt. Ist ja nicht das beim Servieren passiert. Ja, leider. Der Knopf ist doch ausgerechnet dem Herrn Geheimrat in die Suppe gesprungen. Das ist aber peinlich. Und? Hat er geschimpft? Na, gelacht hat er. Und dann hat er gesagt, ich habe ja eigentlich eine Blumenkohlsuppen und keine Knöpfersuppen bestellt. So, jetzt haben wir's. Ich muss aber für den anderen Knopf auch noch anschauen. Nicht, dass der vielleicht auch noch locker wird. Moment. So, oh, der sitzt aber schon ziemlich locker. Warum denn so nervös? Also doch. Was? Was ist denn da passiert? Da haben sie mal als Piccolo beim Gläserwaschen heißes Wasser drüber geschüttet. Stimmt. Was? Ich meine, das stimmt, das sieht man, dass dieser Brandnarben ist. Na, später, wie ich dann schon Oberkenner war, da habe ich mir öfter die Finger verbrennt. Sieht man aber keine Brandnarben. Ja, die Brandnarben sitzen auch woanders. Komisch. Was ist komisch? Ich meine, dass man immer nur sieht zueinander sagen, wo wir doch verwandt sind, ne? Das ist allerdings komisch, aber das lässt sich ja schnell ändern. Also, gut, Smiley. Ja, Martin. Martin? Ja, ich habe jetzt gerade an meinen Mann gedacht. Gut oder böse? Das kommt immer auf den Mann an, wie man von ihm denkt. Mali, was hast denn? Oh, Mali, du machst mir für das Bravsein sehr schwer. Der Herr Ober wird gebeten, sich um seine Gäste zu kümmern. Das Herz am Spieß soll serviert werden, sonst wird es kalt. Nein, das bleibt bestimmt warm. Danke schön, Mali. Du hast deinen Schwager geküsst. Woher weißt denn du das schon wieder? Ich hab doch gesagt, du sollst durch die Zimmer schauen. Ich hab durch die Zimmer geschaut und durch dieses auch. Wir haben uns auch nur ein Puzzle gegeben, weil wir ein paar Du zueinander sagen. Mein Gefühl sagt mir, dass es nicht dabei bleiben wird. Da kannst du recht haben, Tante. Er wird noch viel mehr von mir kriegen. Ja, sag mal, denkst denn gar nicht an deinen Mann? Du, gerade weil ich an meinen Mann denke. Ach, du bist ja verhext. Ja, aber verzaubert. Und das ist ein schöner Zauber. Ja, und wenn dein Mann kommt? Ich hoffe, dass er heute noch kommt. Ach, nein, nein, mit dir kann man nicht mehr reden. Ich schäme mich, die Tante von einer Bigamisterin zu sein. Helga, er ist, es gibt überhaupt keine Zweifel mehr. Was macht dich denn so sicher? Auch der Onkel hat mir verraten, dass eine Narbe hat. Weißt du, eine Brandnarbe am linken Unterarm. Du, und das stimmt, ich hab's selber gesehen. Ja, und? Kann dann endlich die Aussprache? Nein, eben nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich es richtig gemacht habe. In solchen Sachen habe ich doch keine Erfahrung. Ich habe gesagt, wir kannten doch eigentlich Du zueinander sagen, nachdem wir doch so nah verwandt sind. Und dann hat er mich angeschaut und hat mir ein Puzzle gegeben. Ja, und weiter? Sind wir nicht gekommen, dann ist die Tante dazwischen gekommen. Ausgerechnet. Ja, und was mache ich jetzt?
diplomatisch sein, Mali. Bis jetzt hat er mit dir gespielt und jetzt spielst du mit ihm. Ja, er wartet doch auf dich und du wartest auf ihn. Mensch, Mali, verliebte Frauen sind doch sonst auch so erfinderisch. Du musst dir was einfallen lassen, womit du ihn zwingst, Farbe zu bekennen. Aber Vorsicht, Mali, mit der Liebe spielt man nicht und mit der Großen schon gleich gar nicht. Nur ein bisschen, Helga. Ein ganz kleines bisschen möchte ich meine Freude dran haben. Ich glaube, ich hab schon was, aber muss ich mir erst durch den Kopf gehen lassen. Aber nur nichts übereilen, Mali. Diesmal muss es klappen. Na, wenn alle Stricke reißen, springe ich ein und entlarve ihn. Mali, wenn das nicht ein Mann wäre. Das, wie mir mal jemand gesagt hat, dass ich so verliebt bin. Ich glaube, der mir ins Gesicht lacht. Da sind wir ein bisschen ungestört. Drunten kannst du nichts reden, vor lauter Aufpassen. Die haben alle solche Ohrwaschel. Warum tust du so geheimnisvoll? Martin, du bist jetzt im letzten Akt von deiner Komödie. Jetzt musst du Farbe bekennen. Wieso? Ja, die Rosa. Der verliebte Jahrgang hat's doch gespannt, dass die Mali in dich verliebt ist. Ja, das sieht mir, dass ihr zwei euch direkt sucht. Jetzt darfst du die Mali nicht in schlechte Gerede bringen. Entweder du sagst dir, wer du bist, oder du gehst. Und kommst meinetwegen wieder als der du warst. Ja, du hast recht, ich gehe und komme wieder. Aber nicht als der ich war, sondern als der ich in Wirklichkeit bin. Nur muss ich mich noch davon überzeugen, dass die Mali mich auch so gern hat, wie ich sie. Wie kann man da noch einen Zweifel haben, wo alles so klar auf der Hand liegt? Ja, pass auf. Da, gib den Zettel, gib den noch einen Lenz und sag, er soll zum Bahnhof gehen und meinen Koffer holen, der dort aufbewahrt ist, und gleich da herbringen. Das heißt, nicht gleich. Aber nicht gleich. Ein bisschen Zeit muss man noch lassen. Soll ich gleich bringen, ein bisschen Zeit lassen? Nein, nicht gleich. Jetzt müssen wir schleichen. Ich komm da nicht mehr mit. Ja, du kommst schon mit jetzt. Tante? Ja? Du, Tante, heute kommt mein Mann. Ja, wer sagt das? Vor einer Viertelstunde hat er telefoniert. Na Gott sei Dank! Ich konnte schon gar nicht mehr warten, bis er kommt. Mali, und wie stellst dir jetzt du das vor? Da dein Mann, da sein Bruder und du in der Mitte? Ich stelle mich schon auf die richtige Seite. Oh, Mali, ich warne dich. Tante, auf wie oft Leuten kommt der Ober? Ja, auf 3-mal. Ob er bei dir kommt, weiß ich nichts. Bei mir kommt er. Werden wir ja gleich sehen. Sag mal, was willst du denn von deinem Ich Schwager? hab was Wichtiges mit ihm zu reden, lass uns allein. Was hast du denn so Wichtiges mit ihm zu reden? Meinen Mann, jetzt geh schon. Mali, ich warne dich. Frau Wenninger? Ich warne dich. Sofort. Die macht aber komische Bemerkungen. Komm, sitz ein bisschen her zu mir. Ja, du, ich habe ja unten lauter Betrieb, ich kann mich da nicht zu dir hersetzen. Wir haben Bedienungspersonal genügend und schließlich bin ich doch deine Chefin. Ach ja, und ich dein Ober. Ja, das bist du. Also gut, wenn du darauf bestehst, dann setze ich mich halt her zu dir. Und? Also Martin, Wieso denn schon wieder, Martin? ja, ich weiß auch nicht, warum ich halt so oft an meinen Mann denken muss. Wahrscheinlich, weil er telefoniert hat, dass er kommt. Wer? Mein Mann. Ach, wann kommt er denn? Heute im Laufe des Tages. Freust du schon? Narrisch. Ach, Martin. Sag ich schon wieder Martin zu dir. Ja, okay, das macht doch nichts. Ich freue mich wirklich, dass dein Mann kommt. So komme ich auch wieder zu meiner Frau. Bist du verheiratet? Ja, genau wie du. Und? Hast du deine Frau gern? Ja, Mali, narrisch gern. Ich warne dich. Die Kellnerinnen lassen fragen, ob sie abkassieren sollen oder ob das der Herr Ober macht. Nein, die sollen halt ausnahmsweise mal abkassieren. Gut, dann gib es telefonisch gleich durch. Sagst du Erna jetzt persönlich, gell? Und zum Zimmermädel sagst du, sie soll mir ein Zimmer herrichten und Blumen auf den Tisch stellen, damit es recht schön ausschaut, wenn mein Mann kommt. Ja, wann kommt er denn schon? Ich hoffe, dass er in einer Viertelstunde ganz da ist. Ich warne dich. Was magst du? Du hast bitte Geschäft Flora? Bittchen, bring uns doch einen großen Strauß rote Rosen. Bitte? Ah ja, so 50 Stück bis heute Abend ins Hotel Himmelreich. Beim Oberkellner abgeben. Ja, gut, Dankeschön. Wiederhören. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Bringst du die Rosen deiner Frau? Ja, wem soll ich sie denn sonst bringen? Sie hat doch rote Rosen so gern. Woher weißt denn du das? Ich hab doch alle Frauen lieben rote Rosen. Meinst du, dass sie sich freut? Narrisch. Oh, ich sehe schon ihre Augen, wenn ich so vor ihr stehe und sage, Mali.
Siehst du, es kommt davon, wenn man dauernd an seine Frau denkt. Wieso? Heißt der Frau auch Mali? Ja, sie heißt Mali wie du, ist genauso lieb wie du und ich hab sie so gern wie dich. Oh, Martin. Oh, Mali. Nix reden, Martin. Lass mir ein bisschen mit meinem Glück allein. Sag mal, warum hast du dich eigentlich nicht von Anfang an so gezeigt, wie du in Wirklichkeit bist? Ach, weißt du, Mali, mit einem Wesen, wie ich eins war, da kann eine Frau nicht liebenswürdig sein. Und wenn eine Frau nicht liebenswürdig ist, dann läuft der Mann nicht Gefahr, dass er sich in sie verliebt. Wieso? Wolltest du nicht verlieben? Nein, ich hab nie Glück gehabt bei den Frauen. Okay. Aber dir glaube ich. Und deine Augen. Und wenn du jetzt nicht zwangsläufig den Obersprung jetzt Oh du, das war nicht zwangsläufig, das war mit Absicht. Wieso mit Absicht? Ja, weil ich mich in meine eigene Frau verliebt habe. Oh, Martin, ich bin so glücklich. Und ich hab dir mein Ehrenwort gegeben, dass unsere Ehe ohne Lieb und Treu bleibt. Martin, werd meineidig. Aber bleib bei mir. Martin, um Gottes Willen, ja, was ist denn los? Das ist jetzt beinahe vergessen. Ja, was ist denn passiert? Was ist denn los? Aber wir pumpen eine halbe Stunde an den Tieren, kein Mensch macht uns auf. Hier war der Ofen. Und pfui, in Filigrante muss man dich erwischen. Pfui, vor verschlossener Türe. Warum hätten sie die Tür offen lassen sollen, damit du deine Nasen dazwischen gehabt hättest? Ich glaub ja gar, du befürwortest doch diese Ja, Tat. nur, ich warte schon so lange drauf, bis endlich soweit ist. So, das ist der Koffer von meinem Wenninger. Er selber ist nicht gekommen. Aber Lenz, der ist doch schon längst da. Wo? Da. Jetzt gehst du so mit Herrn Hupfer, dann muss ich sagen, wir kommen nicht mehr mit. Aber Lenz, das ist doch mein Mann. Ja, aber der Herr hat doch ganz anders ausgeschaut. So mit dem Bart und überhaupt viel tappiger. Hat er sich alles abrasiert, Lenz? Nein. Was sagst du jetzt zu meinen saublöden Parten? Drum ist mir der Martin von Anfang an schon so sympathetisch gewesen. Martin, ich bin ja so froh, dass du der Martin bist und nicht sein Bruder. Ja, warum? Sonst wäre ich am Ende doch noch schwach worden. Ne? Das muss uns aber zuerst beweisen können.